Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Ahmad Milad Karimi. Ich bin Professor für islamische Philosophie an der Universität Münster und werde als Gastmoderator die heutige Sternstunde Religion und noch 3 weitere in diesem Herbst moderieren. Die Besonderheit des Nahostkonflikts, jüngst im Mai in Jerusalem wieder aufgeflammt, besteht darin, dass nicht nur die unmittelbar betroffenen Gruppen, Israelis und Palästinenser, mobilisiert werden. Ganz selbstverständlich stehen sich hier scheinbar unversöhnlich Juden und Muslime gegenüber. Wie steht es aber tatsächlich um das jüdisch-muslimische? Historisch, philosophisch, theologisch und nicht zuletzt spirituell? Gibt es einen Weg heraus aus den erstarrten Positionen, aus den ermattenden Dialogen? Darüber spreche ich heute mit einem dialogischen Kopf, mit einer frischen jüdischen Stimme, die nicht festgefahren ist, sondern suchend, forschend und nicht ungern im Angesicht des Islams denkt. Mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Frederik Mussal. Er lehrt jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Er ist nicht nur ein geschätzter Kollege, mit dem ich zuweilen akademisch zusammenarbeite, sondern auch mein besonderer jüdischer Freund. Herzlich willkommen, lieber Herr Mussal. Warum sage ich herzlich willkommen, lieber Herr Karimi? Schön. Lassen Sie uns mit einem Bekenntnis beginnen. Ich bin gerne Muslim. Manchmal vielleicht zu gerne, aber es gibt dennoch Augenblicke, Momente, denen ich mit mir selbst hadere. Gerne würde ich meine Füße hochlegen, Gott vergessen, weil vielleicht das Unrecht und die Ungerechtigkeit zu groß geworden ist. Wie steht es mit Ihnen? Sind Sie gerne Jude? Und wenn ja, warum nicht? Okay, wir fangen gleich mit dem Existenzialismus an oder mit religiösem Existenzialismus. Ja, ich bin gerne Jude, aber nicht immer oder nicht in jeder Situation. Denn jüdisch zu sein besteht nicht nur darin, sich zurückzunehmen und die angenehmen Seiten, vermeintlich angenehmen Seiten zu leben, sondern es ist vor allem auch in einer schwierigen Umgebung zu leben, nämlich in Europa, in einer nicht-jüdischen Umgebung, in der das eigene Jüdischsein alles andere als selbstverständlich ist und scheinbar auch immer eine Herausforderung darstellt. Von daher würde ich sagen, ich bin gerne Jude im Kontext meiner Familie, meiner Verwandten, meiner Gemeinde, meiner Community. Aber es ist ziemlich schwierig, jüdisch zu sein umgeben von einer Mehrheitsgesellschaft, die damit auch Probleme hat. Worin bestehen die Schwierigkeiten? Erstmal, vielleicht, um nicht gleich mit Antisemitismus anzufangen, der leider auch ein Teil der jüdischen Erfahrung, der jüdischen Alltäglichkeit ist, sondern einfach durch die Tatsache, dass dieses Jüdischsein eben alles andere als selbstverständlich ist. Dass Menschen auch viel zu wenig über das Judentum wissen, immer mit sehr festgefahrenen Bildern und Stereotypen kommen und einem begegnen oder vielleicht auch das Jüdische als Irritation wahrnehmen und auch über diese Bilder eigentlich versuchen, auch dann einen als Juden oder Jüdin in eine bestimmte Schublade oder Kategorie hineinzustecken. Und wenn man sagt, nein, ich bin das auch, aber noch andere Dinge, dann ist das komplex und schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass Komplexität etwas ist, was Menschen schwierig aushalten. Ich verstehe. Wann ist, wenn wir etwas biografisch bleiben, wann ist Ihr Jüdischsein Ihnen bewusst geworden? Gibt es so einen Urmoment Ihrer Erinnerung? Ich glaube, da gibt es viele Momente, aber ich glaube, dass die schwierigste Erfahrung ist eigentlich in der Schule. Wenn man nämlich einfach in einer Situation ist, wo man dann auch der einzig jüdische Jugendliche zum Beispiel in einer Schulklasse ist und wenn es dann um bestimmte Themen geht und wenn man dann in dieser Situation auf dieses Jüdischsein geworfen wird. Bei mir war das ganz konkret mein
Sozialkundelehrer, der besonders mich dann jedes Mal begrüßte mit der Frage, was habt ihr dieses Wochenende schon wieder mit den Palästinensern gemacht? Und ich dachte, keine Ahnung, was wir mit den Palästinensern gemacht haben. Ich kann sagen, was ich gemacht habe. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Dungeons and Dragons gespielt. Ich habe mich, glaube ich, in das falsche Mädchen verliebt. Aber ich habe keine Ahnung, was er von mir wollte. Aber immer wieder darauf, auch reduziert zu werden, gelabelt zu werden. Das sind Momente, die schwierig sind und die auch einsam machen in so einer Situation. Im Grunde genommen ist das genau die Zielsetzung der Antisemiten. Gerade Menschen, die jüdisch sind, in die Enge zu führen, sodass sie sich als Opfer, als isoliert auch vorkommen. Und vor allem auch ihre Religiosität wurde gleichsam von ihrem Lehrer ja politisiert und mit Schuldzuweisungen noch gepaart. Wie hat dich diese Erfahrung gewandelt? Ich weiß nicht, ob sich diese Erfahrung grundlegend wandelt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welche Kontexte man hineingeht und vielleicht auch mit welchem Selbstbewusstsein man in diese Begegnung tritt. Ich glaube, das Schwierige ist, was wir auch erleben, zum Beispiel in der jüdischen Jugendarbeit, ist eigentlich, dass wir eine Menge an Empowerment eigentlich versuchen, jetzt in die Jugendarbeit hineinzubringen, nämlich auch Schüler und Schülerinnen schon sehr früh eigentlich, ja, ich möchte nicht sagen beizubringen, aber sie darauf zu sensibilisieren, wie sie auch ihr Jüdischsein selbstbewusst vertreten können und gleichzeitig sagen können, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung darüber oder ich lasse mich nicht so ohne weiteres auf das eine oder das andere reduzieren. Ich glaube, dafür mussten aber auch erstmal Strukturen geschaffen werden. Das war lange Zeit auch nicht so selbstverständlich, gerade in Deutschland. Und zum Beispiel in der Schweiz habe ich eine Zeit lang auch für ein Projekt gearbeitet, Likrat, das von Alfred Bodenheimer initiiert wurde, einem geschätzten Kollegen von der Universität Basel, wo es genau darum geht, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen zu trainieren, eigentlich zu sagen, ich bin jüdisch und das heißt für mich das und das. Und über das andere kann ich vielleicht nicht Auskunft geben, weil ich da selber vielleicht auch erst mal eine Position finden muss. Aber eben zu sagen, es ist nicht etwas Eindeutiges. Ja, das verstehe ich sehr gut und ich sehe es auch biografisch schon sehr reizvoll, dass Sie selbst als Hochschullehrer sind. Sie sind selbst sozusagen, haben die Rolle gewechselt und sind dort, wo Sie auch mit einer gewissen Verantwortung auch ihr Arbeit tun, weil Sie wissen, was es heißt, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Sie eben nicht zu reduzieren auf irgendein Label, auf ein Etikett. Haben Sie auch Erfahrungen gemacht mit muslimischen Jugendlichen, die vielleicht nicht die gleichen, aber ähnliche Erfahrungen machen? Also ich denke, gerade in einem Kontext, in dem bestimmte Gemeinschaften eben Minderheiten sind oder aus einer Minderheitenposition ihre eigene Identität verhandeln, gibt es strukturell ähnliche oder Phänomene, die man vorfindet. Also was heißt es immer wieder, in Schubladen gesteckt zu werden? Was heißt es immer wieder, reduziert zu werden auf bestimmte Dinge? Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die sowohl jüdische als auch muslimische Schüler und Schülerinnen oder auch junge Erwachsene durchaus teilen. Aber natürlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen damit machen. Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, das ist nicht identisch, aber ich glaube, Gesprächsräume zu öffnen, und das passiert auch in den letzten Jahren verstärkt, indem man eben versucht, gemeinsame Projekte zu machen, um über diese ähnlichen, aber unterschiedlichen Erfahrungen zu sprechen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und darüber auch vielleicht eine Sensibilität zu schaffen füreinander. Nämlich auch herauszukommen aus dieser permanenten, auch erwarteten Konfrontationsstellung, die man als Muslimen, Juden, Jüdinnen hat, denen man sich gegenübersteht.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, vor allem weil Ihr ganzes Projekt, so habe ich Sie auch angekündigt, sehr dialogisch begründet und gegründet ist. Aber Hand aufs Herz, weil wir einfach unter uns sind und niemand zuhört und zusieht, ist das Judentum überhaupt eine dialogische Religion? Also dialogisch im Sinne von einer ursprünglichen Offenheit für das andere, wenn man bedenkt, dass das Jüdische doch auch mit einem exklusiven Anspruch herantritt, sodass man meinen könnte, und die Stimmen gibt es ja auch, Dialog ist etwas für die anderen. Die müssen sich sozusagen um den Dialog kümmern, Christen, Muslimen und wer auch immer. Aber als Jude ist man sozusagen vielleicht auch den Dialog erhaben. Wie kamen Sie eigentlich zum Dialog und inwiefern ist meine These hoffentlich falsch? Okay, wo fange ich mit der Dekonstruktion an? Ich würde sagen, dass das Judentum ist aus sich heraus dialogisch, denn da gibt es häufig ein Gegenüber, wir nennen es mal Gott, das eigentlich schon einen Juden, eine Jüdin in diese dialogische Situation bringt. Der verstorbene Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel hat mal gesagt, ein Jude kann mit Gott, kann gegen Gott, kann nicht ohne Gott. Und da fängt das Dilemma auch, glaube ich, ein Stück weit an. Also man kommt aus dieser Beziehung als Jude, als Jüdin auch nicht so ohne weiteres raus. Es ist diese Beziehung meint, man muss nicht mit allem einverstanden sein. Man kann jede Menge Fragen, jede Menge Probleme haben. Man kann das auch gegenüber Gott problematisieren. Ich glaube, das ist für mich auch Judentum, nicht zu sagen, es ist etwas, was ich bedingungslos akzeptiere, sondern ich habe Einwände, ich habe einen Widerspruch, einen Einspruch, den ich dem gegenüberbringe. Und ich glaube, das bringt das Judentum aus sich heraus schon in ein dialogisches Default-Setting. Das sich dann auch überträgt, dass wenn man eben auch sieht... Was ist Default-Setting? Also das ist sozusagen die Grundbedingung des Jüdischseins, ist eigentlich eine Bereitschaft, in diese dialogische Situation oder auch Konfrontation bewusst zu treten. Also diese Konfrontation nicht zu scheuen. Wenn man sich jetzt jüdische Religion ansieht, dann gibt es nicht eine zentrale Autorität, sondern es gibt einen Aushandlungsprozess darüber, wie wir das Judentum leben. Ja. Es gibt einen rabbinischen Verständigungsprozess darüber, der aber häufig mit Mehrheiten, Minderheiten, Meinung, jede Menge Streit, jede Menge Problematisierung dieser Position ist. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, wir sind da schon mal so gut mit uns selber beschäftigt, jetzt brauchen wir die anderen nicht auch noch, die das Ganze kompliziert machen. Aber, und ich glaube, das ist natürlich die Situation, in der wir uns befinden, gerade aus einer Minderheitenposition heraus, müssen wir uns dazu verhalten, damit umgehen. Also Abschottung geht nicht ohne weiteres. Wir müssen das mitbedienen, parallel. Aber so habe ich Sie verstanden. Sie meinen, also das Judentum ist von Grund auf, nach Ihrer Auffassung, Ihrer Deutung, dialogisch angelegt, sozusagen auf das andere von vornherein bezogen. Sie haben auch von dem Problem der Eindeutigkeit vorhin auch gesprochen, die Erwartungen, die damit verknüpft sind. Nun, Judentum und Islam sind auch unter anderem darin verwandt, dass in beiden Religionen das Heilige sprachlich artikuliert ist. Und das Problem der Sprache nun besteht darin, dass sie nicht eindeutig ist. Aber wie kann man nun mit diesem Problem umgehen, welches darin besteht, dass alle Erwartungen der heutigen Zeit ja gerade dahin gehen, Eindeutigkeit, klare Orientierung zu haben, damit man sozusagen in dieser diffizilen, komplexen Welt auch gut miteinander leben kann? Vielleicht, indem man anfängt, stärker dialektisch zu denken. Indem man sagt, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder zwischen einer Eindeutigkeit und einer Beliebigkeit, sondern indem man sagt, man baut eine Spannung zwischen diesen beiden Momenten auf
Und man versucht dann zu gucken, was ist in diesem Spannungsspektrum vorhanden an Optionen, an Möglichkeiten. Denn ich glaube, dass das Schwierige ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über auch die heilige Sprache sprechen, auch sagen, die Torah ist auf Hebräisch als heiliger Sprache geschrieben. Gleichzeitig haben wir es natürlich auch heutzutage mit Hebräisch als einer modernen Sprache zu tun. Das ist nicht beides identisch. Aber ich glaube, es ist eben wichtig zu verstehen, dass erstmal religiös gesprochen, der Wille Gottes in einer heiligen Sprache ist schon mal eine Übersetzungsleistung. Denn das, was eigentlich sich an göttlicher Wahrheit offenbart, muss in eine Form gebracht werden, die nachvollziehbar ist. Sozusagen die ganze Komplexität kann nicht abgebildet werden. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Das ist ja gerade das Nervige. Das ist gerade sprachlich artikuliert, aber die Sprache ist nicht eindeutig. Wenn der Herr aller Welten etwas von Ihnen will, weil er Sie erschaffen hat, weil er einen Auftrag für Sie hat, dann könnte man doch von dem Herrn erwarten, dass er in einer Weise sich artikuliert, dass Sie ihn bitteschön auch eindeutig verstehen. Und nicht so uneindeutig, dass es nicht nur positive Interpretationen dieser Religionen geben kann, sondern auch massiven Missbrauch, der gerade dann entsteht, wenn es Mehrdeutigkeit da ist. Ich glaube aber, um jetzt nicht den großen Apologeten Gottes zu spielen, aber ich würde sagen, ja, das ist, glaube ich, das Schlamassel, was wir uns selber zuzuschreiben haben. Denn Sprache ist konventionell. Sprache verändert sich. Sprache hat eine Menge mit Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Und ich glaube, das müssen wir in der Interpretation heiliger Schriften immer wieder mitreflektieren. Ich glaube, das, was vielleicht Gott uns damit sagen will, ist, macht es euch nicht so einfach. Es gibt nicht die eindeutige Antwort, wie ihr das machen müsst, sondern ihr müsst sagen, coming to terms. Ihr müsst das verhandeln. Das ist die Aufgabe, die ich euch stelle. Wahrscheinlich ist das, was ich auch mit dem hebräischen Begriff von Mitzvah, von Gebot verstehe, ist zu sagen, liegt in eurer Verantwortung. Ihr müsst euch dieser Verantwortung stellen. Das ist Teil des Prozesses. Es geht nicht nur einfach, etwas zu erfüllen, was ich euch sage, sondern ihr müsst die Verantwortung dafür übernehmen, wie ihr das lebt. Ja, aber was für ein Geschichtsverständnis jüdischer Prägung ist dahinter zu erblicken. Wenn Sie an jemanden denken wie der jüdische Philosoph und Kulturtheoretiker Walter Benjamin, der fasziniert war von einem Bild von Paul Klee mit dem schönen Titel Angelus Novum und den er als ein Engel der Geschichte beschrieb, als ein Engel, der sozusagen in die Zukunft hineinbewegt wird, aber er sieht nicht das Ungewisse, das Unverfügbare, sondern er sieht die Vergangenheit. Und die Vergangenheit heißt eben Trümmer und Leichenberge. Ist das eine Geschichtsauffassung, was Sie auch vertreten würden, oder würden Sie ein Gegenbild entwerfen? Also ich liebe dieses Bild von Benjamin, weil es, denke ich, etwas sehr, sehr präzise beschreibt, was glaube ich, mit einer jüdischen Erfahrung von Geschichte auch zu tun hat. Sigmund Baumann hat vor einigen Jahren allerdings ein anderes Bild entworfen, mit dem er versucht hat, die Gegenwart nochmal anders zu benennen, indem er gesagt hat, dieser Engel der Geschichte hat sich jetzt verdreht, guckt in Richtung Zukunft, hat totale Panik vor dieser Ungewissheit, dem Chaos, dem Balagan, wie man auf Hebräisch sagt, was vor einem liegt. Und er möchte am liebsten zurück in diese Klarheit, aber er blickt sich nicht um in Richtung Leichenberge. Also das blendet dieser Engel aus. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wieder ein dialektisches Moment dazwischen. Denn ich glaube, für mich persönlich eine der wichtigsten Aussagen der Torah ist im 5. Buch Mose in Deuteronomium, wie man das so schön akademisch sagt, oder in Dvarim auf Hebräisch. Da kommt es genau in die Situation, dass Gott sagt, okay, ich hab euch bis hierhin gebracht, aber ihr werdet auch an einer Stelle kommen, in der werden euch meine ganzen Weisungen nichts sagen. Da müsst ihr selber entscheiden.
Das heißt, ihr werdet in eine Situation von Ungewissheit kommen und ihr seid selber aufgefordert, zu euren Entscheidungen zu stehen. Ich kann euch eine Orientierung geben, aber ihr seid selber jetzt dafür verantwortlich, wie ihr damit umgeht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich, glaube ich, wichtig finde. Und das, glaube ich, in dieser Moderne, in der wir leben, wir versuchen uns dieses Momentes immer wieder zu entziehen, indem wir sowas wie Eindeutigkeit einfordern. Denn Eindeutigkeit heißt, sich nicht bewusst dieser Ungewissheit zu stellen oder sich mit dieser Auseinandersetzung zu konfrontieren. Sondern, wenn ich so will, nehme ich meine Flucht in die Behaglichkeit dieser Eindeutigkeit. Und das ist auch, Sie nennen es ja auch, Sie nennen es Dialektik, sozusagen, die zwei Seiten irgendwie miteinander verknüpfen, synthetisch da dran gehen. Aber meine Beobachtung ist ja auch, dass immer dann, wenn vom Judentum die Rede ist, wir vor allem von drei Aspekten immer sprechen. Von der Shoah selbstverständlich, von Israel und dann vom Antisemitismus. Ist das aber nicht so reduktionistisch? Braucht nicht das lebendige, heutige, gegenwärtige Judentum auch an neuen Perspektiven, neue Allianzen, an Polyphonie, Mehrstimmigkeit, aber auch, wie Sie auch in diesem neulich erschienenen Buch auch betonen, mehr Sichtbarkeit, dass Sie sagen, es muss mehr sein, weil es mehr ist. Judentum ist nicht einfach nur diese drei, die uns wiederum eindeutig, wenn auch triadisch, eng führt und reduziert, sodass wir letztlich doch nicht aus dieser Verteidigungsrolle herauskommen können, weil Sie müssen nicht zu Israel jetzt Position beziehen, auch im Gespräch mit mir gleich, aber auch zu der Frage der Shoah, die das Bild von Benjamin eben Trümmer und Leichenhaufen auch bedeutet, aber auch zugleich zu so etwas wie ihrer eigenen Identität. Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn dieser Blick, wenn dieser Zugriff auf diese Trias, sagen wir Shoah, Israel, Antisemitismus, von außen kommt. Weil ich würde sagen, aus einer jüdischen Erfahrung heraus, aus jüdischen Narrativen heraus, sind diese drei Momente wichtig. Die gehören zu Biografien mit dazu. Ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, wir brechen das jetzt auf und wir zeigen Gegenwart und wie das alles sprudelt. Nein, das ist auch Teil von Biografien, das ist auch Teil von Narrativen. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn das selbstbestimmt artikuliert wird und nicht immer durch eine Fremdzuweisung eine bestimmte Form von Reduktion erfährt. Weil ich glaube, das Wichtige ist eben zu sagen, das Judentum ist das, aber noch viel, viel mehr. Und ich glaube, Können Sie ein paar Beispiele geben, was ist, das nicht gesehen wird? Ich glaube, ein Beispiel, ein nicht ganz so rezentes Beispiel, aber es hat mit meinen Studierenden zu tun. Und es gab vor einigen Jahren, leider kommen Konflikte in der Region häufiger vor und es gab wieder einen Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und Klaus Kleber, der Moderator des ZDF-Heute-Journals, hatte irgendeinen Versprecher oder Fauxpas. Und es gab das, was man heute Shitstorm nennen würde, dagegen. Und man meinte, das nun gut zu machen, indem man eben ein kurzes Feature macht über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Ich glaube, es geht nicht so einfach. Aber okay, das war der Plan. Was war das für ein Versprecher? Wissen Sie das noch? Ich krieg es wirklich nicht mehr zusammen. Ich weiß nur die Reaktion. Die war, was heißt das, dass Sie das nicht mehr wissen? Das ist doch auch gerade das Interessante. Das heißt, so bedeutsam kann der Versprecher eigentlich gar nicht gewesen sein. Als das, was es daraus gemacht wurde. Oder ich habe ihn Dafka sozusagen aus Prinzip oder aus Trotz verdrängt, ja, weil er nicht der erste Versprecher dieser Art ist. Weil man, glaube ich, auch eine gewisse... Weil das ständig passiert. Es ist, glaube ich, nicht mehr etwas Außergewöhnliches, sondern es ist eher, wenn Dinge anders kommuniziert werden, dann fallen sie auf. Das andere ist Routine. Aber ist das auch nicht gerade eigentümlich, dass
wir uns auch in Bezug auf Judentum nicht einmal Versprecher erlauben dürfen. Also ich verstehe schon, also man soll schon darauf achten, was man sagt, und es muss achtsam sein und auf Sensibilitäten achten. Aber ist das gerade aus der Binnenperspektive des Judentums, des Jüdischseins, auch nicht eine Fremdbestimmung? Du musst jetzt dich unglaublich ärgern. Ich würde vielleicht sagen, Sensibilität wäre gut, wenn sie vielleicht darauf, wenn man Ärger nachvollziehen kann, aber vielleicht auch aus eigenen Fehlern irgendwann mal lernt. Also ich glaube, dieser Prozess wäre wichtig und vielleicht auch einfach nur die Frage stellt, okay, ich verstehe es nicht, erkläre es mir. Und ich glaube, das erfolgt zu wenig. Wir haben jetzt gerade in Deutschland, dann komme ich noch kurz zu Klaus Kleber zurück, zu der eigentlichen Geschichte. Wir haben gerade in Deutschland eben dieses Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und die Frage ist ja, was feiern wir eigentlich gerade? Denn bedeutet 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dass man jetzt mal meint, ein Jahr lang ein Spotlight darauf zu haben und das auch als Kampf gegen Antisemitismus zu nennen? Aber was wird im nächsten Jahr sein? Ist das dann alles wieder passé? Oder hat das etwas gesellschaftlich verändert? Und ich glaube, die Hoffnung jetzt aus Perspektive der jüdischen Gemeinschaft ist natürlich zu sagen, uns ist wichtig, dass sich was verändert. Nicht, dass sozusagen dieses jüdische Leben jetzt abgefeiert wird und jede Gemeinde irgendwie guckt, da ist jüdisches Leben in diesem kleinen lokalen Kontext, sondern zu sagen, okay, das verändert etwas auf den Blick bezüglich Judentum in Deutschland. Und zu dieser Geschichte nur ganz kurz, es kam dann ein ZDF-Team auch nach Heidelberg und hatte dann lauter Anforderungen, die sie stellen wollte an die Studierenden, die sie interviewen wollten. Es ging nämlich so, was macht Israel mit ihnen, aber was ist auch jüdisches Leben in Deutschland? Und dann so, ja, und dann wäre es schön, wenn Sie wir haben eine Koschere Mensa, und wenn Sie in die Koschere Mensa gehen und dies und das, und dann die Studierenden riefen dann so an, wir gehen aber nicht immer unbedingt in die Koschere Mensa, wir gehen dorthin, wo unsere Freunde sind. Also wir gehen auch mal dahin, aber nicht nur. Also warum sollen wir jetzt wieder mit diesem Bild eng geführt werden? Ja, ja. Dann habe ich gesagt, geht mit ihnen in die Zentralmensa in Heidelberg und sagt sozusagen, das ist unser Alltag. Also im Grunde genommen wird auch das Jüdischsein auch unglaublich politisiert. Darf ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie eine emotionale Bindung zu Israel haben? Die habe ich und die möchte ich auch nicht verheeren. Also ich glaube, das ist eben auch wichtig. Und da bin ich nicht der Einzige. Also viele Jüdinnen und Juden haben emotionale Bindung zu Israel, die sich manchmal auch nicht so einfach rationalisieren lassen, was das ist. Und die sich, glaube ich, auch nicht eng führen lassen auf dem, du musst die und die Haltung zum Nahostkonflikt haben. Sondern das kann vieles meinen und das kann auch manchmal paradox sein. Und ich glaube, auch zu dieser Paradoxie zu stehen, eben zu sagen, Israel, das macht eine Menge mit mir, emotional, aber auch was meine Identität betrifft, spirituell. Das ist so unglaublich aufgeladen. Und das jetzt in einem Satz zu benennen, fällt schwierig. Aber schauen Sie, gerade in diesem Jahr, im Mai dieses Jahres, ist ja wieder der Konflikt blutig wieder aufgeflammt. Und das sehen wir. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es auch in der Schweiz. Natürlich gibt es Waffenruhe, was auch eine Waffenruhe in diesem Sinne noch heißen mag. Was war das Erste, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie gehört haben, dass wieder in Israel und Gaza wieder Blut fließt? Es sind ja über 240 Menschen mindestens ums Leben gekommen. Zunächst mal heißt das Sorge um Verwandte, Freunde, Bekannte in Israel. Aber es bedeutet natürlich auch, was macht das mit uns gerade? Also was macht das mit uns auch gerade in Deutschland? Weil über die sozialen Medien fingen schon sehr früh auch wieder solche eindeutigen Positionierungen an. Und ich glaube, die auch zu Zerwürfnissen geführt haben zwischen Menschen, die vorher befreundet waren.
gerade aufgrund dieser Eindeutigkeiten, anstatt vielleicht zu sagen, so, es macht was mit mir, wenn du irgendwie einen positiven Post über die Hamas teilst, das macht mit mir was als Juden. Und ich kann das vielleicht noch nicht so klar benennen, aber warum machst du das? Also diese Zeit haben wir uns nicht genommen, das darüber auch zu sprechen, sondern es war schnell wieder eindeutig und es wurde sich schnell wieder festgelegt. Also wenn man Sie auch beim Wort nehmen darf, wenn alles uneindeutig ist, dann sind auch die Emotionen, ja, gemischte Emotionen. Das ist, wie Sie beschreiben, das ist zuerst eine Sorge um die Freunde, überhaupt um das, was dort geschieht, aber auch vielleicht Sorge überhaupt und Sorge um denen, die auch als Gegner dort sind. Und das ist ja nicht nur Hamas, was mit ihren ja, grauenhaften Politik und militante Existenzweise auch die Menschen und deren Leben untergraben, die dort vielleicht einfach nach Leben und Freiheit suchen. Und ich arbeite ja mit jungen Musliminnen und Muslimen zusammen. Und ich erlebe gerade bei diesem Konflikt, dass sie unglaublich auch emotionalisiert sind, aber auch in gewisser Weise überfordert sind. Sie möchten etwas tun. Sie möchten was für den Frieden tun, gegen die Ungerechtigkeit was tun. Sie haben aber auch Wut und Zorn. Und all das sucht nach einer gewissen Verortung. Und die Frage ist, es fällt mir einfach nicht leicht und Ihnen auch nicht leicht, diese Verortung zu schaffen. Aber zugleich sehen wir, dass Demonstrationen in keiner Weise auch friedlich nur verlaufen, sondern sehr wohl auch direkt auch antisemitisch sind. Vielleicht dazu zunächst einige Bilder. Eine große Menschenmenge im Londoner Hyde Park auf dem Weg Richtung israelische Botschaft in Kensington. Tausende Demonstrierende mit palästinensischen Flaggen und Transparenten fordern ein Ende der Angriffe Israels auf Gaza. Auch in der australischen Großstadt Sydney zeigen Demonstrierende Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Der heutige 15. Mai markiert, was auf Arabisch Nakba heißt, zu Deutsch die Katastrophe, die Vertreibung und Flucht hunderttausender Palästinenser nach der Gründung Israels 1948. Zu einzelnen Auseinandersetzungen kommt es in Paris. Die Behörden haben eine pro-palästinensische Demonstration in der Stadt verboten. Die Polizei setzt Tränengas ein gegen jene, die sich widersetzen. Ladenbesitzer auf der geplanten Demoroute wurden angewiesen, ihre Geschäfte zu schließen. Und in der irakischen Hauptstadt Bagdad versammeln sich Tausende, um gegen Israel zu protestieren, teils mit antisemitischen Aktionen wie dem Verbrennen von Israel-Flaggen. Ja. Was empfinden Sie, wenn Sie solche Bilder sehen? Es wirkt immer noch emotional. Es ist ein Stich ins Herz. Aber ich glaube, das, was wichtig ist oder wo ich auch uns gefordert sehe, eben auch vielleicht als Hochschuldozierende, eben zu sagen, gut, dann lass uns Räume schaffen, in denen wir diese Position auch in ein Setting bringen, in ein Gespräch bringen, mit dem Wissen, dass es nicht einfach wird. Aber vielleicht diese Form der Konfrontation auch nicht zu scheuen, weil ich glaube, es geht darum, auch diesen Raum zu schaffen, um das irgendwie auch mal aufzufangen, um aber auch zu sagen, da ist noch eine andere Seite, da ist noch eine andere Perspektive. Ich glaube, macht mir eigentlich am meisten zu schaffen. Und ich glaube, das wird heute unser Dauerthema, diese permanenten Vereindeutigungen, zu sagen, lass uns darüber sprechen, was das mit uns macht, aber lass uns auch nicht vergessen, wo das was mit uns macht. Nämlich gerade in dem Moment, eben zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in diesen Kontexten. Wir sind nicht in Israel, wir sind nicht in Gaza, wir verhandeln dort nicht und wir müssen dort auch nicht dort handeln, sondern wir müssen darüber sprechen, wie wir hierzulande Würden Sie sagen, ich meine, mich würde interessieren, was Sie diesen jungen Menschen ans Herz legen wollen, die durchaus eine kritische Haltung zu der Politik Israels haben, aber eigentlich nicht antijüdisch und antisemitisch sind, aber dennoch überfordert sind, die Differenzierungen zu begreifen
weil diejenigen, die Akteure, die wie Hamas sich als die Stimme Palästina propagiert, ist auf der anderen Seite ja nicht anders. Wie kann so ein Raum geschaffen werden? Ich glaube, man müsste schon wirklich auch Räume in der Schule dafür schaffen. Also ich glaube, man muss auch anders über Israel und die Region reden. Vielleicht auch Israel nicht immer als einen Sonderfall eben darin zu begreifen, sondern auch Israel in der Region Nahost. Also mein Kollege Johannes Becke in Heidelberg, der hat den Lehrstuhl dort für Israel-Nahost-Studien. Und es gibt einen Nahost-Master jetzt darüber. Und es geht einfach um den Versuch zu sagen, was meint das eigentlich im Kontext der Region. Aber eben auch zu verstehen, das muss Platz in Schulbüchern haben, weil wir immer, wenn wir hierzulande über Israel und Palästina sprechen, dann ist das entweder oder. Dann scheint es nur zwei eindeutige Optionen zu geben, wofür man ist und wie man sich positioniert. Würden Sie nicht sagen, dass es schwierig ist mit den Schulbüchern deshalb, weil es, was soll da stehen? Ich meine, dieser Konflikt ist ja noch offen und dynamisch. Es kann ja sozusagen kein Zeitgeschehen schulisch aufgefangen werden. Zumal, wenn das auch gemacht wird, habe ich die Befürchtung, dass man sagen wird, auch die Schulbücher sind nun auch unterwandert. Wie soll man diese Menschen einholen? Ich glaube, indem man vielleicht Leuten auch beibringt, dass erstens mal der Nahostkonflikt nicht von Deutschland, der Schweiz, Österreich aus gelöst werden kann, sondern dass eine Angelegenheit der Menschen in der Region ist, die damit leben müssen, deren Alltag das bestimmt und die auch vielleicht auch noch mal mit anderen Positionen und anderen Erfahrungen in diese Prozesse eintreten. Ich glaube, was wir... Darf ich Ihnen widersprechen? Weil Sie so gerade einen Lauf haben, das muss ich unbedingt unterbrechen. Mein Widerspruch ist, wir leben doch in einer globalen Welt. Wie kann man überhaupt noch regionale Probleme festmachen, dass wir sagen, das ist ein Problem des Nahost, das ist nicht unser Problem? Denn die Bezüge sind ja gerade sehr, sehr affin. Sie sprachen gerade, als Ihre erste Emotion sind die Sorge um Ihre Freundinnen und Freunde. Das heißt, es gibt eine direkte Bindung. Im Herzen sind Sie bei denen, die mit Ihnen befreundet sind und Sie haben diese Sorge. Wie kann man das überhaupt so beschreiben können, dass man in einer globalen Welt regionale Probleme für regional erklärt? Da gebe ich Ihnen einerseits recht, aber andererseits würde ich auch vehement widersprechen, weil ich sage, es glaube ich geht um eine Gleichzeitigkeit, die manchmal schwer auszuhalten ist. Das natürlich vor Ort, also es ist kontextbedingt. Und ich glaube natürlich, wir sind alle emotionalisiert, wir sind damit verbunden, aber gleichzeitig heißt es auch, sich vielleicht in bestimmten Momenten auch zurückzuhalten, was schwierig ist. Und ich glaube, gerade bei militärischen Konflikten, das ist umso schwieriger. Aber wenn wir jetzt sagen, wir gucken auf einer politischen Ebene und nach politischen Lösungen, dann ist das meines Erachtens etwas, wo wir auch sagen müssen, okay, wir können nicht gleich mit unseren ganzen Erwartungshaltungen auch noch als zusätzlicher Akteur da eintreten. Und das ist, glaube ich, was ich meine. Das auch wenn es schwierig ist, aushalten zu können und vielleicht eher zu sagen, ich bin darauf sensibilisiert, ich habe auch eine Position, ich habe eine Meinung, eine Haltung, aber ich muss die jetzt nicht noch als zusätzliches Moment in einen schon komplexen Diskurs hineinbringen. Ja, vielen Dank. Das wäre sozusagen ein Lösungskonzept, um zu verhindern, dass gerade dieser Konflikt auch die Gegenwart in der Schweiz und Deutschland auch einnimmt und hier überschwappt. Aber darf ich noch selbstkritisch für uns beide Sie fragen, das ist die Schönheit, Fragender zu sein, ob es überhaupt ein theologisches oder eine theologische Lösung für ein politisches Problem geben kann? Nein. Also würde ich sagen, nein. Und was tun Sie, wenn dieser Konflikt, dieser politische Konflikt theologisiert wird? Sind Sie da nicht gefragt als jemand, der das differenzieren muss? Ja, ich glaube, da sind wir natürlich in unseren Differenzierungsleistungen auch gefordert und gefragt. Da sind wir wieder ein Stück weit am Anfang. Nämlich in der Frage, was bedeutet auch Interpretation zum Beispiel von Heiligen Schriften.
was bedeutet eigentlich auch über eine bestimmte Form von Hermeneutik dieser Heiligen Schriften zu sprechen. Aber ich glaube, es ist eben schwierig, und das würde ich wirklich sagen, ich finde es schwierig, wenn wir dann versuchen, auf einer Metaebene Dinge anders zu theologisieren. Wir sagen so, diese Form der einfachen Hermeneutik, das funktioniert nicht, aber wir versuchen jetzt über bestimmte Werte, Vorstellungen und so aus den Religionen zu sprechen. Ich glaube, das trifft manchmal wirklich nicht die Wirklichkeit, um die es eigentlich geht. Ich glaube, am Ende des Tages geht es vor allem um Menschen, die versuchen, in Frieden ihre Existenz selbstbestimmt gestalten zu können. Wie das genau politisch gerahmt ist, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist, was Israelis und das ist, was Palästinenser und Palästinenserinnen am Ende des Tages wollen. Das vor allem anderen, vor Religion, vor anderen Faktoren, die da noch mit hineinkommen. Ja, das überzeugt mich. Vielen Dank. Was mich persönlich interessiert ist, wie kommt man als jemand, der in der jüdischen Tradition lebt, sich für jüdische Studien interessiert, ausgerechnet Islamwissenschaft zu studieren? Das ist eine etwas komplexe Geschichte. Das hat damit zu tun, dass ich habe auch ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine religiöse, ist nicht Ausbildung, aber ich habe eine Zeit lang eine Yeshiva, eine Talmudschule besucht. Und als ich jünger wo war das? Das war in Amerika. Und ich glaube, das hat auch so mit einer Menge, mit so einer eigenen Findungsphase zu tun, was dieses Jüdische auch meint. Und wir haben viel über Moses Maimonides immer gelesen, aber immer nur seine Rechtsschriften, seine halachischen Schriften. Aber nie sein philosophisches Werk. Sie haben viel über ihn gemacht. Sagen Sie mir, warum muss man Maimonides lesen? Warum muss man Maimonides lesen? Weil er meines Erachtens... Die Herausforderung ist kurz und knapp zu antworten. Der wichtigste Gelehrte des Judentums ist, Punkt, Ende, aus, keine Diskussion, Mic drop. Nein, weil er, glaube ich, immer heute noch eine Aktualität hat als jüdischer Denker, die kaum eine mittelalterliche jüdische Gestalt der Geistesgeschichte hat. Wir debattieren immer noch über seine Position, stoßen uns, streiten uns, bestätigen es, aber es hat immer noch eine Aktualität, es macht immer noch etwas mit einem. Der natürlich auch in einem regen Kontakt auch mit den muslimischen Geistern stand. Und ich sehe sie sozusagen als eine Figur, als ein Mensch, als eine Person, der gerade in der Tradition von Maimonides unglaublich leidenschaftlich jüdisch geprägt ist, aber gerade im Dialog zu sich selbst findet, indem er den Blick auf die anderen auch richtet. Sie haben sich auch mit dem Koran beschäftigt, sowohl wissenschaftlich als auch persönlich. Haben Sie irgendwie eine Lieblingsstelle aus dem Koran, das Sie uns verraten könnten? Ich weiß nicht, ob ich es als Stelle bezeichnen würde, aber eine der spannendsten Stellen im Koran ist für mich die Sure 31, Luqman. Denn Luqman ist für mich eine der spannendsten Gestalten, auch in den Ratschlägen an seinen Sohn, die es eigentlich im Koran gibt. Vielleicht auch, weil er keine muslimisch geprägte Figur ist, sondern eigentlich so eine Figur ist, die so aus diesen ganzen Bildern und Erwartungshaltungen herausfällt. Er ist nicht jüdisch, er ist nicht muslimisch, er ist nicht Halal Kitab in der Eindeutigkeit, sondern er ist ein Buchbesitzer. Ein Schriftbesitzer, genau. Er gehört nicht zu den Buchreligionen. Und gleichzeitig ist er eine sehr konstitutive Figur, die eine bestimmte Weisheitslehre vertritt und eine bestimmte Auffassung, auch ein bestimmtes Gottesbild vertritt. Und ich glaube, in dieser Sure kann man sich gut wiederfinden, einmal in dieser Universalität, die diese Figur von Luqman auch innerhalb des Koran irgendwie vertritt und widerspiegelt. Gleichzeitig aber auch, vielleicht um das jetzt mal auf einen Satz zu reduzieren, zu sagen,
das, was von mir gefordert ist, ist nicht mit einer bestimmten Haltung von Arroganz und Stolz durch die Welt zu gehen, sondern mit einer bestimmten Sensibilität vor dem, was Gott geschaffen hat. Mit einer bestimmten Demut. Und ich glaube, in diese Haltung halte ich, glaube ich, wirklich für universell wichtig. Also Demut würde uns allen, glaube ich, in vielen Dingen gut tun. In der Tat, in der Tat. Noam Hertig, Rabbiner der israelischen Kultusgemeinde Zürich, sagte, Jungs wie Juden, Muslime sind Verbündete. Als religiöse Minderheiten in der Schweiz haben wir gemeinsame Interessen. Soweit sein Zitat. Welche gemeinsamen Interessen haben eigentlich diese beiden Minderheiten? Und die Frage, die mich eigentlich bewegt, ist, ob überhaupt diese Tatsache, eine Interessengemeinschaft zu sein, überhaupt eine nachhaltige, bindende Gemeinsamkeit sein kann und sein soll. Wie stehen Sie dazu? Ja, Interessengemeinschaft, oder ich glaube, neudeutsch würde man das jetzt Allianz nennen. Sagen, wir sind selbstverständlich AllianzpartnerInnen. Ich glaube, das ist okay, weil Interessensgemeinschaft oder Allianz bedeutet auch erstmal zu sagen, wir haben ein bestimmtes strategisches Ziel, was wir verfolgen. Und es ist vielleicht auch ganz okay, dass wir uns nicht in allen Aspekten, dass wir nicht alles teilen, dass wir nicht alles gemeinsam haben, dass es auch Dissens gibt. Aber ich glaube, wenn man das offen artikuliert und so sagen, es gibt eine Menge Gemeinsames, was wir gesellschaftlich erreichen wollen, eben als Minderheiten. Aber es gibt auch eine Menge, wie zum Beispiel das Thema Israel, was uns trennt, wo wir auch streiten, unterschiedliche Meinungen haben. Das müssen wir auch aushalten auf der anderen Seite. Wenn wir das in dieser Ehrlichkeit und Offenheit machen, denke ich, ist es eine gute Sache. Wenn wir uns aber dieser Illusion hingeben, wir lösen alle Probleme, indem wir einen Rabbi und einen Imam irgendwie auf dem Podium haben, dann halte ich das für Augenwischerei. Ja, ich verstehe. Ich meine, als Philosoph haben Sie ja auch, so unterstelle ich Ihnen, den Habitus, immer dort, wo Sie ein Problem erkennen oder erahnen, direkt ins Problem hineinzugehen. Also nicht sozusagen um das Problem herum. Und ein Problem scheint überhaupt die Urstadt überhaupt Jerusalem zu sein. Heißes Eisen, ein Ort, heiliger Ort für alle großen und sagen wir abrahamitischen Weltreligionen. Dazu zunächst einige Bilder. Jerusalem, Jahrtausende alt, erobert, zerstört, wieder aufgebaut. Östlich des Regierungsviertels mit der Knesset gelegen die Altstadt. Dicht an dicht hier die Heiligtümer von Juden, Muslimen, Christen. Die Altstadt ist geteilt in das christliche Viertel mit der Grabeskirche, das muslimische, das jüdische Viertel und das der Armenier, ebenfalls Christen. Der Tempelberg, auf Arabisch Haram al-Sharif, im Zentrum der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Die drittwichtigste Pilgerstätte der Muslime nach Mekka und Medina. Jüdischen Gläubigen ist das Beten nur erlaubt in einem Sektor unterhalb der Klagemauer. Nun ja, bei dieser grundlegenden Konstellation, kann es da überhaupt einen Frieden geben? Haben Sie Hoffnung? Wie war das mit die Hoffnung stirbt zuletzt? Nee, ganz im Ernst. Ich glaube, lassen Sie uns mal Frieden etwas anders fassen. Ich glaube, wenn wir lernen, miteinander umzugehen und vielleicht auch eben diese Sensibilitäten, die wir haben, eben zu adressieren, glaube ich, kann es ein Zusammenleben geben, das friedlich ist. Aber ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen absoluten Frieden, den alle erstreben, dass der so ohne weiteres möglich sein wird. Weil das würde bedeuten, dass man natürlich auch eigene Ansprüche aufgibt, dahinter zurücktritt. Und ich weiß nicht, inwieweit das auch so ohne weiteres möglich ist. Ich glaube, das ist aber etwas, dem man sich stellen muss, also dieser Fragestellung. Also bestehe ich darauf, dass? Oder finden wir eine andere Form eines Modus, wie wenn den wir zähneknirschend alle irgendwie hinnehmen müssen,
niemand ist zufrieden, aber das macht das Leben einfacher. Ja. Ich meine, verzichte doch darauf, warum tragt ihr den Davidstern? Lasst den doch lieber, ist einfach nicht mehr sicher. Diese Bemerkung hören viele Jüdinnen und Juden oder müssen sich anhören. Wie soll man umgehen mit dieser Diskriminierung? Es ist schwer, wenn man natürlich auch zu seiner Identität stehen möchte, auch mit einem äußeren Zeichen. Und das, was jetzt jüngst wieder gerade passiert ist in Köln, dass ein junger jüdischer Erwachsener eben aufgrund seiner Kippa eben angegriffen wurde. Das ist schwierig. Also ich glaube, es ist dadurch, dass ich eben auch lange Zeit eben in Amerika verbracht habe, wo das an anderen Orten eine andere Selbstverständlichkeit hat. Oder auch in Israel. Und das hat vielleicht auch mit dieser Emotionalität zu tun, weil in Israel können wir als Juden und Jüdinnen, sind wir zum ersten Mal Teil einer Mehrheitsgesellschaft. Mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit, wie wir mit unseren eigenen Symbolen in Öffentlichkeit umgehen. Aber schauen Sie, dazu gehört doch auch das Erstarken der rechtspopulistischen Parteien in unserem schönen, demokratischen, säkularen Europa. Die Frage ist, ob wir nicht gerade deshalb diese Allianzen brauchen, diese neuen Allianzen, von denen Sie sprechen, auch zwischen Jüdinnen, Juden und Muslimen, die eben diesen Rechtsruck nicht weiter oder nicht von ihnen noch sich weiter diskriminieren lassen. Gut, ich glaube, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen skeptischer, weil ich sagen würde, es ist toll, wenn wir einander überzeugen, aber das Problem ist, wir müssen eigentlich eine ganz andere Gruppierung der gegenübertreten und der deutlich machen, was für uns wichtig ist. Und ich glaube, weil wenn ich sage, dass sozusagen seine eigene Identität sichtbar zu machen, dann ist die Reaktion, die man manchmal nicht erfährt, muss es nicht immer gleich sein, dass man irgendwie die Kippa runtergeschlagen oder in den Mülleimer geworfen wird oder dass man physisch angegangen wird, wenn man ein Kopftuch trägt, sondern es sind auch diese Alltäglichkeiten, die man erfährt, diese Blicke in der U-Bahn, dieses Gefühl zu haben, wenn man seine eigene Identität sichtbar macht, dass das gleich wie eine Irritation im Raum steht. Ich glaube, es ist nicht nur der ganz rechte Rand, sondern es ist eben auch das, was man so Mehrheitsgesellschaft nennt, in der das immer noch eben auch für Irritation sorgt. Und ich glaube, das ist vielleicht... Welche Projekte würden Sie sagen? Welche Dialogprojekte wären gerade jetzt notwendig, um gerade diesen Habitus zu durchbrechen? Also ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen vielleicht eben auch, das ist bei jüdischen Menschen schwieriger als jetzt bei Muslimen und Musliminnen, vielleicht erstmal auch damit in Berührung und Kontakt kommen. Zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland hat ein Projekt Meet the Jew, das war früher, hieß das Projekt mal Rent a Jew. Dann gab es noch ein anderes Projekt, Likrat, was auch in der Schweiz durchgeführt wurde, was auch einen deutschen Ableger hatte, auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland, dann für Deutschland eben jahrelang übernommen wurde. Da ging es um Begegnungen in Schulklassen, zum Beispiel mit jüdischen Jugendlichen, die über ihr jüdisches Sein gesprochen haben. Denn viele wissen nicht, wer sind eigentlich Juden und Jüdinnen in Deutschland oder in der Schweiz. Viele kennen dieses Bild von, was man dann wieder hat, von Netflix. Man guckt dann Unorthodox und hat das Gefühl, ja, so sehen Juden und Jüdinnen aus. Und diese Leute sind dann immer super enttäuscht, wenn die dann so aussehen und sagen, ja, aber wo sind die Schläfenlocken und wo ist denn die Kippa und wo ist denn der ganz lange Bart? Das ist alles nicht vorhanden. Welche Rolle spielt denn die Popkultur in diesem Zusammenhang? Sie setzt Bilder, aber häufig auch stereotype Bilder. Weil sich Menschen häufig dann auch nicht die Zeit nehmen, vielleicht weiter oder darüber hinaus zu gehen, sondern das Bild kommuniziert sich, es kommuniziert sich schnell, es setzt sich aber auch fest.
Und ich glaube, es ist wichtig, dann vielleicht auch im Rahmen von Popkultur Gegenbilder zu entwerfen, die auch immer wieder diese Stereotypen aufbrechen und vielleicht es dann auch wieder so uneindeutig machen, aber die auch bewusst dieses Chaos stiften und zu sagen, nee, es gibt auch diese Menschen. Und das ist ja auch wichtig. Es gibt Menschen, die orthodox leben, die genau diesem Bild entsprechen in ihrer Äußerlichkeit. Aber es gibt noch viel mehr Juden und Jüdinnen, die dem nicht entsprechen. Und das ist auch jüdisch, nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe Sie. Sie meinen sozusagen Comics, Bilder, Filme, Serien als eine Strategie für die Uneindeutigkeit, für die Kultivierung der Ästhetik. Lassen Sie mich meine letzte Frage formulieren, die mir sehr wichtig ist. Denn zur Geschichte des Judentums in Europa gehört ebenso die Erinnerungskultur, die auch immer wieder Gegenstand der Kritik und vor allem Polemik der rechtspopulistischen Parteien ist. Haben Sie eine Vision, wie eine Erinnerungskultur der Zukunft sein könnte? Gut, als letzte Frage in wahrscheinlich unter einer Minute. Ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, an einem Projekt einer pluralen Erinnerungskultur zu arbeiten. Das heißt, wie schaffen wir es über eine Sichtbarmachung unterschiedlicher Narrative, Sensibilitäten für die Erfahrung und die Erinnerungskulturen unterschiedlicher Gruppierungen zu schaffen. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung der Zukunft sein, um vielleicht auch aus dieser Falle herauszukommen, dass es eben nur ein Entweder-Oder gibt, sondern eben zu sagen, für mich bedeutet das zum Beispiel im deutschen Kontext eben nicht die Shoah zu relativieren, indem wir sagen, wir haben jetzt ein Anything Goes von Erinnerungskulturen da draußen, sondern wir können aber durch eine Sichtbarmachung dieser anderen Kulturen auch eine besondere Sensibilität und Empathie dafür schaffen, warum die Shoah sozusagen für die Erinnerungskultur in Deutschland so wichtig ist. Haben Sie vielen Dank für das schöne und klärende Gespräch. Vielen Dank. Shalom Aleikum. Ja, hier geht es gleich weiter mit der Sternstunde Philosophie und der Frage, wie sollen wir heute mit Risiken umgehen? Bei der Energieversorgung, beim Impfen, bei der Digitalisierung. Yves Bossart spricht mit der Philosophin Raffaella Hillebrand.